Gott hat die Welt so geliebt und er ist da mit offenen Armen und er ist ready für uns. Die Frage ist, sind wir ready für ihn? Genau, zuerst darf ich jetzt aber die Kinder runterschicken in die Sonntagsschule. Ihr habt euer eigenes Programm. Und für uns, ich darf den Jürg Kassel aufbitten, als Austausch. Genau, mega schön bist du da. Danke vielmals, Ben, für euren Einsatz. Genau, wir haben gerade herausgefunden, du kommst aus der Nähe vom Töstal da hin. Genau, hast den Weg auf dich genommen. Und ich bin einfach mega gespannt, was du uns zu erzählen hast. Gut. Genau, ich möchte gerade zum Anfang noch beten für uns und für dich. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du gute Sachen für uns vorbereitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass du den Jürg brauchst, um zu unseren Herzen zu reden, dass du unsere Herzen aufmachst. Und einfach den Morgen soll dir gehören. Amen. Amen. Danke vielmals und guten Morgen. Ja, es ist auch eine Überraschung, dass ich jetzt da bin. Ich habe nicht gerechnet vorgestern, dass ich heute jetzt da bin. Mir ist letzte wieder mal etwas in den Sinn gekommen, das ich vor längerer Zeit einmal gelesen habe davon. Und zwar sind da zwei Hunde gewesen, die haben sich vehement angebellt. Zwischen ihnen war aber ein Gartenhahn. Sie haben also nicht zueinander hin können. Sie haben umso heftiger durch den Hag durch einander angebellt. Sie sind am Gartenhahn hin und her gerannt und haben nicht aufgehört zu bellen. Sie sind immer heftiger hin und her gerannt, bis dort an, wo der Gartenhahn plötzlich fertig war. Wie erstarrt sind sie sich jetzt gegenübergestanden? Sie haben nicht mehr gebellt. Für eine Sekunde oder zwei war einfach still. Und sie haben keinen Ton von sich gegeben. Sie haben sich einfach ganz irritiert angeschaut. Und dann ist wieder Bewegung ins Kommen. Sie sind zurückgerannt, dort wo der Gartenhag ist, und haben sich weiterhin einfach vehement durch den Gartenhag angebellt. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Wir kommen später noch mal darauf zurück. Ich lese jetzt den Predigtext. Der steht im Epheser 5, Vers 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus schreibt den Brief an die Gläubigen in der Stadt Ephesus. Und alle die Epheser, die da gläubig geworden sind, die haben natürlich auf ein Leben zurückschauen, wo sie noch nicht im Glauben gestanden sind. Auf ein Leben, wo sie an ihre Götter geglaubt haben und diesen Göttern im Tempel regelmäßig Opfer dargebracht haben, um sie gnädig zu stimmen. Viele Epheser sind eben gerade durch die Lehre und die Predigten von Paulus zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben erkannt, dass sie in ihrem alten Leben Schuld aufgeladen haben gegenüber Gott, dass sich da Sünden angehäuft haben. Sie haben erkannt, dass sie Erlösung von ihren Sünden nötig haben. Und dass Jesus zur Vergebung von ihren Sünden sein Leben hergegeben hat. Für alle die Gläubigen von Ephesus, die die Sündenvergebung durch Jesus angenommen haben, hat jetzt ein ganz neues Leben angefangen. Eine völlig neue Existenz. Sie haben gewusst, dass sie durch den Glaubensschritt ein Kind von Gott geworden sind. Vom lebendigen Gott. Dass ihre alte Verbindung zu der Götzenwelt abgestorben ist. Wenn sie auf ihr altes Leben zurückgeschaut haben, dann haben sie gesehen, wie sich ihre ganze Glaubensperspektive vollkommen verändert und erneuert hat. Den Gläubigen von Ephesus schreibt jetzt der Paulus in dem Predigtext, dass sie sorgfältig darauf achten sollen, wie sie leben.
Der Paulus will die Epheser davon abhalten, dass sie wieder zurückkehren in ihr altes Leben. Und das, was der Paulus den Epheser schreibt, das schreibt er auch heute uns. Das geht uns etwas an. Wenn wir gläubig und zu einem Kind von Gott geworden sind, dann sollen wir so leben, dass man merkt, dass auch unsere ganze Existenz vollkommen neu geworden ist. Wir sollen mit Weisheit vorgehen in unserem Leben und nicht wie Leute ohne Verstand, schreibt er. Das sind klare Worte. Er schreibt, wir sollen mehr Zeit, wir sollen die Zeit, wo wir drin stehen, auskaufen. Wir sollen nach dem Willen von Gott fragen. Und dann kommt noch so ein deftiger Ausdruck von Paulus, so wie er in der Luther-Übersetzung steht: Sauft euch nicht voll Wein, weil daraus ein unordentliches Leben entsteht. Vielmehr sollen wir uns vom Heiligen Geist fühlen lassen. Und genau darüber wollen wir uns Gedanken machen, wie das geht, dass wir voll Heiligen Geist können werden. Im 1. Petrus 2, Vers 9 steht: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir also ein Kind von Gott geworden sind, dann gehören wir, nach dem Vers, zur königlichen Priesterschaft. Als königliche Priester gehören wir Gott und sind in seinem Auftrag unterwegs. Unsere Aufgabe ist es, auf Gott und seine grossen Taten hinzuweisen. Das ist eigentlich unsere Lebensaufgabe. Mit anderen Worten, als Kind von Gott haben wir einen geistlichen Auftrag und sollen Gott dienen. Wenn wir einen Blick ins Alte Testament rühren, dann merkt man, dass das überhaupt nichts Neues ist. Gott hat schon im 2. Mose, Kapitel 19, Vers 6, zum Mose gesagt: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Schon im Alten Testament. Gott hat schon das Volk Israel zu seinem heiligen Volk ausgewählt. Er hat die Israeliten zu seiner königlichen Priesterschaft gemacht, wo in seinem Dienst gestanden sind. Und wo jetzt die Apostel das Evangelium in die ganze Welt herausgetragen haben, ist auch dieser Auftrag auf die Heidenvölker übergegangen. Es ist an die heidnischen Völker weitergegeben worden. Und jede Person, die gläubig ist, gehört darum zu dieser königlichen Priesterschaft bis heute. Wie ist jetzt das Königlich zu verstehen? Es tönt so heroisch. Ich verstehe das so. Die Priesterschaft ist königlich, weil die Priesterschaft am einzig wahren König dient. Und der einzig wahre König, der ist Gott. Wir sind nicht priesterliche Könige, sondern wir sind königliche Priester, die im Dienst vom wahren König sind. Und unsere Aufgabe ist es darum, unsere Talente, die Gott uns gegeben hat, auch für ihn einzusetzen. Die ganz grosse Frage ist jetzt aber, was erwartet denn Gott von mir, wenn ich in seinem königlichen Priesterdienst stehe? Wenn ein Schüler einen Beruf auswählt, dann hat er noch keine grosse Ahnung, was er in der Lehre und dann später im Beruf alles erwartet. Er wird dann 3 bis 4 Jahre lang ausgebildet und kann sich so Fähigkeiten und Wissen aneignen, dass er das nachher seinen Beruf voll ausüben kann. Und das ist im Glaubensleben nicht anders. Viele von uns haben ihren Platz in dieser königlichen Priesterschaft gefunden. Sie wissen, was sie für Stärken haben und wissen auch, wo die gefragt sind. Aber jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, der muss langsam in die Aufgabe von dieser königlichen Priesterschaft eingeführt werden. Und was da alles dazu gehört, erfahren wir aus der Bibel.
im Gemeindeleben, vielleicht auch an Schulungen und vieles können wir mit über für unsere Glaubensgeschwister. Wir entdecken mit der Zeit, wo wir unsere besonderen Begabungen haben und wo unsere Begabung, wo unseren Einsatz auch wirklich gefragt ist. Und wer uns da ganz besonders dabei helfen kann, das ist eben der Heilige Geist. Wenn wir bekehrt sind, dann haben wir mal grundsätzlich den Heiligen Geist. Das heisst, dass wir durch den Heiligen Geist direkt mit Jesus, mit Gott verbunden sind. Über diese innige Verbindung sagt Jesus zu seinen Jüngern, das geht auch uns etwas an, im Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt's. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung bei ihm nehmen. Wenn Gott in einem Menschen wohnt, dann heisst das, dass der Geist, das Wesen von Gott in dem Menschen aktiv anwesend ist. Eine innigere Beziehung zwischen Mensch und Gott ist gar nicht möglich. Wenn Gott im Geist bei uns eingezogen ist, dann leben wir sozusagen in einer WG mit Gott. Muss ich das mal vorstellen? Von so einer persönlichen, engen Beziehung haben Menschen, die Gläubigen im Alten Testament, nur träumen. So eine enge Beziehung zwischen Mensch und Gott hat es zur Zeit des Alten Testaments gar nicht gegeben. Im Alten Testament ist Gott für die Gläubigen sehr unnahbar gewesen. Und das, obwohl Gott ja in der Stiftshütte mitten unter dem Volk Israel gelebt hat, in diesen 40 Jahren zum Beispiel, wo sie in der Wüste gelebt haben. Die Stiftshütte war das Heiligtum vom Volk Israel. Dort hat man Gott angebetet, hat ihm geopfert, hat ihn verehrt. Die Stiftshütte wird in der Bibel auch als das Zelt der Begegnung bezeichnet. Und sie war unterteilt in einen heiligen Teil und dahin ist das Allerheiligste, da wo die Bundeslade gestanden ist. Aber nicht jeder Israelit hat jetzt einfach so in diese Stiftshütte trampen. Gott hat die Männer vom Stamm Levi zum Dienst in der Stiftshütte drin ausgewählt. Aber nicht einmal jeder Levit hat einfach in die Stiftshütte gehen. Nur der Hohepriester Aaron und seine Priesterfamilie, die haben in die Stiftshütte dürfen. Und für diesen Dienst im Heiligtum sind sie extra mit Öl gesalbt worden und so in den Dienst eingesetzt worden. Und nur gerade der Aaron hat einmal im Jahr in das Allerheiligste eingehen, zum Opfern, wenn er geopfert hat für das Volk Israel. Einmal im Jahr. Und das nur, nachdem er sich ganz sorgfältig nach festen Regeln gereinigt hat. Und nur, wenn er sich ganz klar an Kleidervorschriften gehalten hat. Sich Gott im Allerheiligsten zu nähern, ist zu selber Zeit lebensgefährlich gewesen. Wenn das Volk Israel zu einem anderen Lagerplatz aufgebrochen ist, dann mussten Aaron und seine beiden Söhne ganz vorsichtig vorgehen. Alle die heiligen Gegenstände, die in der Stiftshütte drin waren, die mussten ja dann gezügelt werden. Und darum mussten Aaron und seine beiden Söhne zuerst einmal den Vorhang oben abnehmen, der das Allerheiligste von der restlichen Stiftshütte abgetrennt hat. Und mit dem Vorhang haben sie als allererstes einmal die Bundeslade zudecken. Dann ist eine Decke aus Dachsfell auch noch darüber gelegt worden. Am Schluss noch eine dritte Decke aus blauem Purpur. Und erst dann sind aus der erweiterten Familie von Aaron die Männer in die Stiftshütte gekommen, die die Bundeslade dann an der Stange wegtragen. Und Gott selber hat sogar Anweisungen gegeben, dass der Aaron und seine Söhne die Träger
in aller Sorgfalt sollen ihr Amt einführen. Nicht, dass da etwas passiert. Nicht, dass die Träger von sich aus ins Heiligtum gehen und die Bundeslade zu sehen bekommen, bevor sie mit diesen 3 Decken zugedeckt war. Wenn sie nämlich in die Stiftshütte eingegangen wären und ungeschützt die Bundeslade zu sehen bekommen hätten, wären sie auf der Stelle umgekommen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, können wir uns vorstellen, mit wie viel Respekt, mit wie viel Ehrfurcht, Gottesfurcht sich das Volk Israel dieser Stiftshütte genähert hat. Dem Ort, wo Gott gewohnt hat. Die Bundeslade im Allerheiligsten von dieser Stiftshütte war der Ort, wo sich die himmlische Welt mit unserer Welt getroffen hat, berührt hat. Und da haben die Cherubim in dieser Stiftshütte eine besondere Rolle gespielt. Ein Cherub ist ein Engel mit Flügeln. Oft hat er noch ein Schwert in der Hand gehabt. Und die Cherubim, die sind überall dort anzutreffen, wo Gott ist. Sie haben die Aufgabe, den direkten Weg zu Gott abzuriegeln. Sie verhindern, dass jemand Unbefugter direkt mit der Heiligkeit von Gott in Berührung kommt. Und darum sind zwei Cherubim die Bundeslade mit ihren Flügeln so zugedeckt, wie wir es hier auf dem Bild sehen. Cherubim, die sind auch auf dem Vorhang dargestellt gewesen, was das Allerheiligste vom Rest der Stiftshütte abgetrennt hat. Auch da haben die Cherubim einfach daran erinnert, dass niemand ins Allerheiligste ein darf, der nicht dazu berechtigt ist. Im Tempel, wo der Salomo dann später zu Jerusalem gebaut hat, sind sogar die Wände entlang Cherubim dargestellt gewesen, einfach zum zeigen, dass das ein heiliger Ort ist. Die Cherubim sind also eine Art Leibwächter von Gott. Und zwar nicht zum Schutz von Gott, sondern zum Schutz von uns Menschen. Die Cherubim sind eine Art unsichtbare Mauer oder eine Barriere zwischen Gott und uns Menschen. Das, was in Matthäus 27, Vers 51 über die Kreuzigung von Jesus steht, hat darum eine ganz besondere Bedeutung. Dort steht, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Der Vorhang mit den Cherubim, wo es eben das Allerheiligste vom restlichen Teil der Stiftshütte abgetrennt hat, der ist genau in dem Moment, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, verrissen. Und zwar von oben nach unten, wo darauf hinweist, dass Gott selber den Vorhang verrissen hat. Jesus Christus hat durch seinen Tod die Schuld der ganzen Menschheit aus der Welt geschafft. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist die unsichtbare Mauer zwischen uns Menschen und Gott gefallen. Die Cherubim, die Leibwächter, die braucht es nicht mehr. Der Weg zu Gott ist frei. Oder wenn wir zu diesen Hunden zurückgehen, die sich durch den Gartenhag angebellt haben, der Gartenhag ist weg, gibt es nicht mehr. Die Beziehung zwischen uns und dem lebendigen Gott, da steht nichts mehr im Weg. Die ist einfach offen. Und jetzt müssen wir nur noch lernen, mit dem umzugehen, mit dieser neuen Situation, dass eben nichts mehr im Weg steht. Nicht, dass es uns so geht wie diesen Hunden, die im Moment völlig überfordert waren, wo der Garten plötzlich nicht mehr rum war. Da ist kein Cherub, kein Mauer, keine Barriere, kein Gartenhag mehr zwischen uns Menschen und Gott. Die Heiligkeit von Gott berührt unsere Welt nicht mehr nur an einem einzigen Ort in der Stiftshütte. Der Geist von Gott, sein Wesen, hat Wohnung genommen in uns drin, im Herz von jedem Mensch, der an Jesus glaubt. Also, wie es im Johannes 14, Vers 23 steht, ich lese das nochmal. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten.
Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Vielleicht können wir das mit dem Internet vergleichen. Es ist gar noch nicht so lange Zeit her, dass in jedem Hotel so einen sogenannten Hotspot gegeben hat. Meistens also im Eingangsbereich vom Hotel. Das war ein Ort im Hotel, wo man das Internet empfangen konnte. Dort konnte man eine Internetverbindung aufbauen. Heute ist das überholt. Heute gibt es ja in jedem Zimmer WLAN. Und das heisst, dass man im ganzen Hotel uneingeschränkt immer Zugriff zum Internet hat. So etwa können wir das verstehen, wenn Jesus sagt, er hätte Wohnung in uns genommen. Und in dieser Wohngemeinschaft mit Jesus ist darum ganz enge Zusammenarbeit möglich. Eine lebendige Beziehung zwischen uns und Jesus. Eine Beziehung, die uns wachsen lässt, die uns von innen her verändert. Und der da eine ganz besondere Rolle spielt, ist jetzt eben der Heilige Geist. Er sorgt für die Verbindung, dass die Beziehung funktioniert und dass wir in dieser Beziehung sogar wachsen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir voll von Heiligem Geist werden. Und darum ruft auch der Paulus in dem Predigtabschnitt auch auf, wir sollen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Wenn wir unseren Dienst als königliche Priester ausüben wollen, dann geht es eben nicht ohne den Heiligen Geist. Und jetzt ist es so, dass wir mit unserem Verhalten günstige Voraussetzungen schaffen können, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden können, aber auch das Gegenteil könnte der Fall sein. Wir können leider uns auch so verhalten, dass sich der Heilige Geist langsam aus unserem Leben zurückzieht. Was uns da hilft und was uns da schadet, genau um das geht es in dem Predigtext. Epheser 5, 15 und 16. Ich lese das nochmal. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Der Paulus meint, wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir leben. Und es ist sicher nicht falsch, wenn wir uns ab und zu wieder mal so ein bisschen überlegen, was gut läuft in unserem Leben und was uns eher schadet. Was uns hilft, Gott näher zu kommen, und was uns jetzt eher von Gott wegzieht. Bis ich gläubig geworden bin ich, wenn immer möglich, am Dienstagabend in den Turmverein gegangen. Das war eine gute Zeit, das hat mir körperlich sicher auch gut getan. Als ich dann aber gläubig geworden bin, ist immer am Dienstagabend entweder Bibelstunde oder Gebetsabend. Und ich meine, dass es gescheit war, dass ich mich dazu entschlossen habe, auf den Turmverein zu verzichten und Gemeindeübungen zu besuchen. Und so habe ich gelernt, im Gebet für die Gemeinde einzustehen, in den Gebetsübungen. Und ich habe die Bibel immer besser kennengelernt durch Bibelübungen. Das war sicher ein weiser Entscheid, weil mich das im Glauben entscheidend für sich gebracht hat. Wir sollen die Zeit auskaufen, steht im Vers 16. Niemand von uns weiss, wie lange er das Leben hat. Und wir wissen auch nicht, wenn Jesus plötzlich wieder zurückkommt. Die Zeit, die uns da noch zur Verfügung steht, die sollen wir richtig einsetzen und nicht vertrödeln. Auch da lohnt es sich zu überlegen, wo ich in meinem Leben so Zeitfresser habe. Wo ich mich mit Sachen beschäftige, wo mir nichts bringen, wo eigentlich nur Zeit vergeht. Ich habe Nachbarn, Freunde, Verwandte, die Jesus nicht persönlich kennen. Und manchmal fühle ich mich so richtig ohnmächtig, weil ich nicht an sie herankomme mit dem Evangelium. Ich bete regelmäßig dafür, dass Gott mir Gelegenheit geben soll, mit ihnen über den Glauben zu reden, aber es geht einfach nicht vorwärts. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Leben wenigstens so ein Zeugnis kann sein, dass sie vielleicht doch eines Tages mit Fragen über den Glauben zu mir kommen. Denn es ist böse Zeit, heißt es da im Vers 16.
Ja, wir leben tatsächlich in einer bösen Zeit. Wenn wir all die Bedrohungen denken, die im Moment so sind auf unserer Welt, Krieg, Pandemie, Umweltverschmutzung, Klimawandel, drohender Energiemangel, Verarmung, Hungersnöte, psychische Störungen. Die böse Zeit kann aber auch zu einer Chance werden. Menschen, die in Bedrängnis sind eher offen für den Glauben. Und darum will ich die Zeit auch nutzen und ich will weiterhin für meine nächsten Mitmenschen beten und will mich auch, wenn das möglich ist, um sie kümmern. Wenn jemand Grund hat, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, dann sind wir das, wenn wir an Jesus glauben. Er, unser guter Hirt, verspricht uns ja auch, dass er seinen Kindern schaut, bis ans Ende dieser Welt. Versuchen wir doch mit Hilfe vom Heiligen Geist, die Hoffnung weiterzugeben und in dieser bösen Zeit unseren Dienst als königliche Priester zu machen. In dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht. Auch das bedeutet Zeit auskaufen. Vers 17. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert den Vers so: Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Mit anderen Worten, wir sollen uns Gedanken machen, was Jesus für unseren Dienst als königliche Priester von uns erwartet. Was der Wille von Gott für unser Leben ist. In unserer Gemeinde bieten wir während der Lobpreiszeit im Gottesdienst das Gebet an. Also immer, wenn gesungen wird, dann kann man mit sich beten lassen, wenn man ein Anliegen hat. Und da ist letztens ein Familienvater zu mir gekommen, der ein Gebetsanliegen hatte, das ihn tief beschäftigt hat. Er hat das tiefe Bedürfnis gehabt, vermehrt von Gott gebraucht zu werden. Er hat Gott in seinem Alltag während der Arbeit erleben können. Es war ihm ein grosses Anliegen, dass er seine Begabungen für Gott einsetzen kann. Und das ist genau das, was da gemeint ist. Wir sollen nicht gedankenlos darauf losleben, sondern nach dem Willen von Gott für unser Leben fragen. Der Familienvater, der leitet einen kleinen Betrieb und hat in meinen Augen sehr befriedigende Arbeit. Aber das ist ihm zu wenig. Er will sich für den nützlich machen, der ihn als königlicher Priester in Dienst genommen hat. Er weiß, dass so ein geistlicher Dienst befriedigend ist und sinnerfüllt ist. Und genau nach so einem sinnerfüllten Dienst sehnt er sich. Und gerade weil eben der Gartenhag, die Mauer, die Cherubim nicht mehr zwischen Gott und uns Menschen stehen, können wir auch darauf zählen, darauf vertrauen, dass Gott uns antwortet, wenn wir ihm die Frage stellen nach dem Willen für unser Leben. Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Da erwähnt der Paulus etwas, was mit dem Heiligen Geist jetzt einfach nicht vereinbar ist. Und der Paulus erwähnt da den übermäßigen Alkoholkonsum. Nicht nur zu viel Alkohol, auch Drogen sind jetzt einfach nicht kompatibel mit dem Heiligen Geist. Aber da gibt es noch ganz anderes, wo uns da auch im Weg steht, wo uns vom Heiligen Geist trennt. Ich weiss, wir können uns nicht die ganze Zeit immer nur mit der Bibel und geistlicher Literatur beschäftigen. Aber wenn wir uns vor allem von Facebook, Google und Instagram prägen lassen, dann führt das vermutlich schon nicht unbedingt dazu, dass wir voll Heiligen Geist werden. Eine junge Frau in unserer Gemeinde, sie hat vor ein paar Jahren einen aggressiven Krebs gehabt. X Monate lang hat sie eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Und in all diesen Wochen, wo sie im Spital gelegen ist und sich füllen lassen mit diesen Chemikalien, dort ist ihr eigentlich fast am besten gegangen. Und diese Zeit im Spital, die hat sie dazu genutzt, dass sie mal die Bibel von vorne bis hinten als Ganzes durchgelesen hat. Und in dieser Zeit hat sie eine besonders tiefe Beziehung zu Jesus gesucht und auch gefunden.
Durch das ist sie in dieser Zeit in eine ganz enge Beziehung zu Jesus gekommen. Und jetzt, wo alles vorbei ist und sie als geheilt gilt, sagt sie, nur schon, dass sie so eine tiefe Beziehung mit Jesus eingekommen sei, hat sich die schwere Krankheit gelohnt. In der Bibelübersetzung Neues Leben wird der Vers 18 so übersetzt. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Was können wir denn machen, dass wir jetzt wirklich voll von Heiligem Geist werden? Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Delperfelder übersetzt die Vers 18 und 19 so, dass er sie gerade verbindet. Dort heisst es, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das liest sich eigentlich so wie ein Rezept, was wir machen können, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und meine Mutter ist mit uns Vorbild. Sie wird jetzt im April dann 97 und sie macht jeden Tag stille Zeit, liest in der Bibel, dann einen Bibelkommentar dazu und singt Gott geistliche Lieder. Es geht darum, dass wir uns vom Wort von Gott prägen lassen. Ich merke auch selber, wie gut dass mir das tut, wenn ich regelmäßig in der Bibel lese. Und wenn ich dann mal das Gefühl habe, es ist ja immer das Gleiche und ich kenne die Geschichten aus der Bibel, dann gehe ich in die Portal Studienbibel und forsche dort weiter. Und dort geht es so richtig in die Tiefe und die Zusammenhänge werden klar. Das Wort von Gott hat so eine Tiefe, dass man nie bis auf den Grund vorstoßen. Dafür stoßen wir beim Forschen immer mehr auf geistliche Schätze. Wir sollen uns gegenseitig Mut machen, indem wir miteinander über alles reden und austauschen, was Gott Grosses für uns zu tun hat. Dass wir einander immer wieder daran erinnern, was wir durch Jesus Christus für wertvolle Geschenke bekommen haben. Was wir dank Jesus für Zukunftsaussichten haben. Wir sollen uns von den geistlichen Weisheiten, wie sie in den Psalmen und in den Lobliedern und in den geistlichen Liedern und überhaupt in der Bibel stehen, erfüllen lassen. Wir sollen uns immer wieder vor Augen führen, mit was für einem grossen, mächtigen, allmächtigen und liebevollen Gott, dass wir es zu tun haben. Das alles trägt dazu bei, dass wir voll Heiligem Geist werden. Und am Schluss von dem Predigtabschnitt geht es noch ums Dankesagen im Vers 20. Und sagt, Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus gibt uns da den Tipp, wir sollen ganz bewusst Zeiten in unseren Alltag einbauen, um Gott Danke zu sagen. Wer Danke sagt, muss ja zuerst mal überlegen, was überhaupt der Grund ist, dass er Danke sagen kann. Wenn wir uns Zeit nehmen, Gott Danke zu sagen, dann können wir vom Danken schnell mal ins Loben hinein, weil wir überwältigt werden von dem, was Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus alles geschenkt hat. Auch Zeiten vom Loben und Danken bringen uns Gott näher und füllen uns mit dem Heiligen Geist auf. Und so wachsen wir immer mehr in den Dienst als königliche Priester und können so am einzig wahren König immer mehr von ganzem Herzen dienen. Amen. Ich bete noch beten. Herr Jesus Christus, es ist so ein unglaubliches Geschenk und so eine grosse Chance, dass du Wohnung nimmst in unserem Herz, wenn wir das zulassen. Und wenn wir daran denken, wie das im Alten Testament war, wo man sich gar nicht getrauen in die Stiftshütte nie zu gehen, dann ist das ein riesen Unterschied.
Und es ist so eine grosse Hilfe, dass wir mit dir eine persönliche, innige Beziehung haben können. Und dass du unser Leben kannst beeinflussen kannst. Und ich bitte dich, hilf du uns in unserem Dienst, den wir haben als königliche Priester, dass wir unseren Dienst wirklich wahrnehmen. Hilf uns, dass wir uns füllen lassen vom Heiligen Geist. Dass wir begreifen, mit was für grossartigen geistlichen Schätzen, dass du uns ausgerüstet hast. Dass wir Zugriff haben auf dich, dass du unser Leben kannst beeinflussen kannst. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir nicht einfach so darauf losleben, sondern dass wir immer wieder überprüfen, was tut uns gut, was dient uns, was dient dazu, dass wir für dich da sein können. Bitte hilf uns, dass wir die Zeit auskaufen, wo wir drin stehen und für dich dürfen unterwegs sein. Zu deiner Nähe, so wie du verdienst. Du allein bist Gott, du bist Erlöser, du bist unser Schöpfer und dich wollen wir verehren mit unserem Leben. Amen.